Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission der Blick auf Europa. Hier von Brüssel. Ich habe hier einen deutschen Kollegen bei mir, den Thomas Mann. Hier schwätze ein bisschen über den Bericht über die soziale Inklusion und die Integration der Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt. Das ist ein Sujet, den wir behandelt haben, wo den Thomas Mann Berichterstatter als responsabel als für die DVP an dem Dossier. Danke, Thomas, dass du mitmachst. Heute Morgen die luxemburgischen Zuschauer ein bisschen unterrichtest über dieses wichtige Thema, auch zu dieser frühen Stunde. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich dich so früh hergeholt habe. Vielen Dank, dass du mitmachst. Fangen wir vielleicht ein bisschen bei den Definitionen an. Das heißt, es gibt ja eine Vielfalt von Begriffen, von Ausdrücken über diese Problematik bezüglich der Flüchtlinge. Wie siehst du das? Kannst du vielleicht Begriffe wie Migranten, Flüchtlinge, da gibt es Asylsuchende, Einwanderer und. Das führt trotzdem öfters zu Verwirrung. Ja, wir haben ja einen Bericht, über 500 Anträge sind gekommen, sehr viele dabei und überall wird das Thema nur behandelt als Flüchtlinge. Was ist denn das? Das eine sind Migranten, das andere sind Menschen mit Bleiberecht. Die nächsten sind sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Die anderen sagen, ich bin ein Bürgerkriegsflüchtling. Und da muss man feststellen, ist das wirklich der Fall? Ist eine kriegerische Situation dabei gewesen oder wirst du verfolgt? Das heißt, wir haben identifiziert etwa 12 verschiedene Begriffe. Und ich möchte gern gucken, mit dem Berichterstatter gemeinsam zu sagen, dass wir eine Definition darüber bekommen oder dass wir eine Spezifizierung erreichen können, damit nicht alles in einen Topf hineingeworfen werden kann. Und da müssen wir versuchen, spezielle Regelungen mitzumachen. Wenn ich anerkannt werden will, muss ich Voraussetzungen haben. Ist das jemand, der asylsuchend ist oder jemand, bei dem man sagen kann, du hast ein Recht auf Asyl, weil. Und dann kommt das Verfahren, das ja alles seine Zeit dauert. Das heißt, man merkt, wie schwierig das Ganze ist. Nur zu sagen, es geht um Flüchtlinge, reicht überhaupt nicht mehr mit aus. Ein sehr wichtiges Thema für die Integration jetzt ist ja die Sprache. Ja. Da sind wir in Luxemburg in einer Situation, sage ich mal, Deutsch, Französisch und Luxemburgisch sind unsere Amtssprachen. Ja. Für Leute, die jetzt zu uns kommen, ist natürlich Französisch von äußerster Wichtigkeit, müssen dann natürlich auch Luxemburgisch lernen. Wie ist das jetzt im europäischen Kontext zu sehen? Für dich weiß ich ganz genau, dass die Sprache auch ein sehr wichtiges Instrument ist. Also da gibt es noch unterschiedliche Positionen in manchen Mitgliedstaaten. Bei uns in Deutschland ist es ganz klar, wann immer ich in ein Land mit hineinkommen möchte und versuchen möchte, dort Anschluss zu finden, vielleicht sogar eine Integration in den Ausbildungsbereich oder in den Arbeitsmarkt, dann habe ich die Aufgabe zu verstehen, wie ich mit Leuten umgehen kann. Ich muss Sprache können. Das ist extrem schwer. Die deutsche Sprache ist für viele nicht ganz so einfach, aber die französische Sprache, die ich ja auch kann, wie du weißt, ist natürlich ganz wunderbar. Und wenn ich in Finnland bin, dann ist es noch schwieriger oder in Ungarn, weil die Sprachen sind extrem schwer. Aber es gibt für diejenigen, die in einem Land aufwachsen wollen, keine andere Chance, als die Sprache zu können. Bei uns in Deutschland haben wir in Hessen zum Beispiel eine Initiative vor vielen Jahren mitgemacht und haben gesagt, ihr müsst Deutsch können. Das wurde uns vorgeworfen als Zwangsgermanisierung. Das ist doch völliger Quatsch. Ich möchte erreichen, dass die Menschen, die hier aufwachsen und vielleicht lange Zeit bei uns bleiben, manche kehren ja wieder zurück, sagen können, ich habe die Menschen verstanden. Ich brauche eine Partizipation und ich darf nicht gehänselt werden zu sagen, du weißt ja gar nicht, worum es geht. Also eigentlich ist es ein Demokratisierungsprozess, der dafür mit stattfinden kann. Gerade wenn ich in Arbeitsmärkte mit hinein will, ich muss die Sprache verstehen können und da muss man das halt lernen. Übrigens Luxemburgisch höre ich ja auch ganz gern. So weit ist vom Deutsch ja gar nicht entfernt. Nein, ich weiß, dass du das verstehst. Ja? Aber jetzt die Sprache, das ist ja jetzt ein sehr wichtiges Instrument und da muss ja auch eine Hilfestellung geleistet werden. Ja. Und sind wir da im Moment nicht alle ein bisschen überfordert, um diese Hilfe anzubieten? Am Anfang war man überfordert, aber jetzt haben wir, glaube ich, einen großen Vorteil. Dadurch, dass die Außengrenzen der Europäischen Union ziemlich dicht sind, dadurch, dass wir das Abkommen EU mit der Türkei haben, das hoffentlich funktioniert, ist ja noch alles nicht in trockenen Tüchern, haben wir eine Bewegung, in der man sagen kann, es kommen noch ganz wenig Flüchtlinge. Die Zeit sollten wir nutzen, nicht das, was gerade passiert. Manche Flüchtlingszentren werden abgebaut, manche Sicherheitsdienste haben keine Verträge mehr. Das kann es nicht sein. Nutzen wir doch jetzt die Gelegenheit zu sagen, wir kümmern uns wirklich, weil
weil wir mehr Zeit haben, um die Menschen, um den legalen Weg mitzumachen. Habt ihr Anerkennung, um ein Asyl zu bekommen? Habt ihr die Notwendigkeit zurückzukehren? Das muss sorgfältig geprüft werden. Genauso bei den Sprachen. Wir haben genügend Möglichkeiten zu sagen, schaut mal an, wie das mit Deutsch ist. Es gibt einige Lehrer, die nicht mehr im Dienst sind. Die sorgen dafür, dass sie ehrenamtlich tätig sind. So gibt es eine Breite an Möglichkeiten. Das ist Deutschland, aber ich weiß sehr wohl, aufgrund der Berichterstattung hier im Parlament, in anderen Mitgliedstaaten gibt es noch gar keine Leute. Die sagen, ja, wir müssten haben, aber es gibt kein Geld, es gibt keine Leute, so kommen wir nicht voran. Wir müssen jetzt die Zeit aktiv dafür nutzen. Dann haben wir denen eine Chance zu geben, zu sagen, ich habe eine Möglichkeit, die Sprache mitzulernen und ich muss es machen, im Eigeninteresse. Meine Meinung zum Deal mit der Türkei, die ist etwas verhaltener, das weißt du. Ich habe da ganz große Bedenken. Darüber können wir uns mit Sicherheit auch einmal unterhalten. Es gibt ja Teile ich übrigens die meisten Bedenken. Ich weiß deine Haltung, wir kennen uns ja gut aus dem Beschäftigungsausschuss und auch sonst als Kollegen. Und ich weiß auch, dass du starke Vorbehalte hast in diese Richtung. Zurück zum Bericht. Ich würde sagen, diese Integration in den Arbeitsmarkt ist ein weiterer Schritt, der für mich persönlich und auch für dich von großer Wichtigkeit ist. Wie kann das funktionieren europaweit? Das heißt, es gibt ja jetzt schon spezifische Länderregelungen. Können wir als Europa da einen Mehrwert erstellen? Ich denke, wir müssen daran arbeiten. Warum gibt es nicht die Möglichkeit, aus dem Europäischen Sozialfonds, der dafür mit zuständig ist, zu sagen, wir haben spezielle Bereiche, um eine solche Integration zu ermöglichen? Wie können wir zum Beispiel kleine mittelständische Unternehmen dazu motivieren, zu sagen, bietet mehr Praktika mit an, damit die Leute, die angeblich tolle Kenntnisse haben, auf Herz und Nieren geprüft werden können. Was hast du wirklich an Fähigkeiten? Hast du eine Chance, bei uns anzudocken? Oder sollst du in ein anderes Unternehmen mit hineingeben? Die Erfahrung kann man doch nicht dann sammeln, indem man sagen kann, ich habe was erworben und wir wissen gar nicht, ob das genügend Kenntnisse sind. Praktika, die Möglichkeit zu haben, Unternehmen kennenzulernen, wirklich dort tief hineinzugehen und dafür kleine mittelständische Unternehmen zu motivieren, zu sagen, macht das mal. Und auch wenn man sagen kann, ich gebe euch die Möglichkeit eines Praktikums, dann vielleicht auch die Arbeitsmöglichkeit zu haben oder eine Ausbildungsmöglichkeit, aber auch, dass Leute über ihren eigenen Bedarf hinaus in den Unternehmen ausgebildet werden können, zu sagen, wir wollen euch haben, gebt denen eine Chance. Das ist das Wichtigste von allem. Dafür muss der Europäische Sozialfonds sicherlich gut genutzt werden. Und daran wird gearbeitet. Ob es ein eigener Fonds ist oder ob wir sagen, ESF-Mittel werden dann angezapft, das müssen die Mitgliedstaaten dann allein entscheiden, weil die Grundsatzentscheidung können wir noch nicht haben. Aber vielleicht kommen wir da wirklich voran. Super. Jetzt zum Bericht selbst. Das heißt, der Berichterstatter ist ein Kollege von den Sozialisten und Demokraten. Du arbeitest ganz eng, ganz fleißig mit ihm zusammen als Vertreter der EVP. Ich begrüße das absolut. Wie sieht das jetzt fraktionsübergreifend hier aus im Parlament? Finden sich da gemeinsame Positionen oder liegen die Interessen doch sehr weit auseinander? Also wir arbeiten gerade einige Kompromisse. Da gibt es Vorschläge von dem Berichterstatter selbst, den er hat. Und ich habe auch eigene Vorschläge gemacht, um zu sagen, welche Positionen von welchen Abgeordneten auch aus anderen Fraktionen können einbezogen werden. Und da haben wir im Augenblick noch ein paar Unterschiede, völlig klar. Wir werden die jetzt in so alle 3-4 Tage kommen wir dann zusammen, wir mal bilateral und danach haben wir eine kleine Konferenz, in der wir die anderen Schattenberichterstatter haben, also die Leute, die für ihre Fraktion die Aufgaben haben, den Bericht zu betreuen, dann kommen wir zusammen. Wir versuchen Kompromisse mit zu erreichen. In einigen Ländern, vor allem aus Ungarn und Polen, da gibt es Vorstellungen, die sind mit meinen nicht zu vereinbaren, auch mit dem Berichterstatter nicht. Und da müssen wir gucken, können wir einen Kompromiss machen, ja oder nein? Oder müssen wir dann eben später kontrovers abstimmen? Also im Augenblick haben wir lauter Vorschläge, geben das auch, macht mein Büro, darüber an andere Abgeordnete weiterzuhaben. Kannst du mit diesem Kompromiss leben? Ist dein Gedanke dort untergebracht? Und wenn wir das nicht haben, wie in 2 Fällen, dann müssen wir nachher sagen, da kann ich persönlich keinen Kompromissvorschlag dort mit machen. Aber wir versuchen am Schluss Gemeinsamkeit mit zu erzielen. Am Schluss brauchen wir einen Bericht, bei dem die Menschen spüren, wir wollen, dass wir eine Integration haben in den Arbeitsmarkt oder in die Arbeitsmärkte von verschiedenen Flüchtlingen. Daran müssen wir mitarbeiten. Das soll ja auch ein wichtiges Signal sein, dass wir nicht sagen, wir machen nur Abwehrstrategie, was manche gern wollen, aber die große Mehrheit mit Sicherheit nicht.
Ich danke dir ganz herzlich für deine Teilnahme. Wie immer läuft uns die Zeit davon. Wir hätten noch mit Sicherheit noch viel diskutieren können. Liebe Leute, das wäre dann das Mecke von Bresel. Ich bin froh, die hydrologische Spur dann noch in der Ausführung von Thomas Mann hören, wie das die Kompromissbereitschaft, die hier ist, wie wir immer auf den Weg gehen, für trotzdem hier etwas Sinnvolles zu Sternen zu bringen, etwas, was Mehrwert für Europa ist. Und dafür, merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.